Hallo zusammen, ich bin am Tomatenpflegen, wie ihr seht. Sie sind schon sehr groß geworden. Ich habe extra eine Plastikspanne, dass sie mehr geschützt sind. Den nehme ich jetzt weg. Ich habe einen Stein draufgelegt, dass er nicht wegwindet. Und jetzt nehmen wir da ein grosses Stück Blatt weg. Das könnte rot werden. Und wir tun sie noch drüben und Seitentrieb ausbrechen. Ihr seht es nachher, dann, wenn es fertig ist. Meine Pflege. Hast du gerade Hannah verpasst? Sie ist gerade gegangen. Und bist gerade noch rechtzeitig gekommen vor dem Sturm. Willkommen. Komm rein. Willkommen in Triester. But deep down I feel it's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead. But we can wonder about the future or just make it up instead. Wir sind heute gerade am Aufräumen. Fangen die Woche an mit Hütten sauber machen. Unser Tiny House ist eben schon sehr schnell puffig, gell Claudia? Ja, könnte es ja sagen, nicht von mir, aber ist okay. Nein, weißt du, wir haben 3 Hunde, 2 Katzen. Ja. Genau. Vor allem habe ich einen Colin. Hey! Und der ist ganz froh, dass du da bist, Claudia, und dass du gerade am Schauen bist. Hey, schön bist du da. Willkommen in Triester. Here's something made up, it's powerful stuff. Ich bin jetzt fertig mit Pflegen. Weiter kann ich sie momentan nicht mehr runterlassen. Ich fürchte schon recht weit unten sind. Aber sie können jetzt wieder weiter wachsen. Und ich hoffe, dass bis nächstes Mal schon anfangen rot werden. Ich werde dann einmal Wasser geben, weil es wahrscheinlich doch noch nicht so viel geht, weil es da hinten recht geschützt ist. Und dann wird ich zumachen. Wieder. Dann alles Gute, bis zum nächsten Mal. And it needs a fun word, so let's call it fluff. It's not mine to keep. Da links, bis zu Hannas Weg, ist schon sehr gut abgerodet. Da. Darum tue ich jetzt den Hag mal stehen lassen, nehme einen neuen Hag und trenne da oben durch ab, damit sie mehr da oben durchgehen. Ja, Weidemanagement. Da lasse ich aber noch stehen, das heisst bis da. Weil da haben sie ja noch zu tun. So, Sonntagabend, Claudia ist schon ins Tal. Ich habe aber noch Lust zum Arbeiten, darum habe ich jetzt die Arbeitshose wieder angelegt. Ich lege jetzt noch das Chappi an und dann kann ich das Trimmer bereit machen und nachher strimmern. Und zwar habe ich gestern gesehen beim Zäunen, dass Leas Bach wieder am Laufen ist und etablieren. Das heisst, ja, super Timing, weil jetzt wird es dann wieder warm. Und jetzt gehe ich halt das rausstrimmern. Leas Bach, der noch nicht gestrimmert ist oder beweidet ist. Und unten durch gehe ich dort, wo es schon beweidet ist, gehe ab. Ja, bla 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 bla. Ich kann auf Anfang arbeiten. Ich habe nämlich noch Lust. Also, aber euch lasse ich da. Also das Telefon lasse ich da, weil ich habe keinen Akku. Und darum lasse ich es da zum Laden. But it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Give love, 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 love. Aufgeräumt. Alles einmal abniedergehackt. Mehr oder weniger. Alles liegen lassen, damit alles wieder in den Boden hineinfließt. Weil da hat ja alles in den Nährstoff im Boden genommen und aufgezogen und gemacht und da ist seine Funktion. Und jetzt, wenn die Pflanzen wieder, das Gras, Disteln, alles wieder sich setzt, gut, das Nährstoff, was aus dem Boden rausgenommen hat, wieder zurückgeben. So ist die Theorie. Ja, und plus so ist der Boden auch noch entdeckt, das heisst gemulcht, oder? Genau. Und darum, zwischendurch, richtig viel organisches Material in den Boden hineinbringen, um den Boden aufzubauen. Weil irgendwann sollte da
einfach nur schön sein. To everyone have love, 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 love. Ich komme überall weiter mit Mähen. Ja, dann bin ich dahinter gegangen, weil die Weide mähen, wo die Geissen drauf waren. Dann habe ich gesehen, dass nur noch, also sagen wir so, die Hälfte der Geissen sind im Hag drin und die andere Hälfte sind aus dem Hag gewesen, aber nebendran. Und habe jetzt gesehen, wo mein Fehler war, jetzt habe ich alle Geissen einfach das halbe in den Stall da, ins Bausmaus. Und ja, gehen fertig, also gehen wieder zäunen, damit es besser wird. Und sie hoffentlich drin bleiben, bis es Zeit ist zum Umzäunen. Genau, weil es hat noch viel. Aber ja, ist halt so. Es ist doch mal was anderes machen. Leersbach ist am Laufen. Das hat aber nicht so richtig, es hat sich noch nicht etabliert. Also nicht da leicht aufgemacht, damit mehr rausbläst. Ja, der Hoffnung, dass sie wieder ein bisschen Fortuna bald kommt, weil Freigeschnitt da habe ich es ja. Sometimes I see that fluff on faces in the crowd. Ich bekomme aber Besuch heute von Chris und von Finn. Die waren ja letztes Jahr schon da gewesen. Und die kommen das Jahr wieder Ferien machen und helfen und machen und tun. Finn, ganz ein guter junger Mann. Ich weiss nicht, habt ihr seinen YouTube-Kanal gesehen? Letztes Jahr ist er heimgegangen und hat einen YouTube-Kanal gegründet. Aber ich glaube, es war nicht mehr so aktiv gewesen. Aber ich frage ihn dann drauf, sprich ihn dann drauf an. Ja, aber jetzt. Young or old, it doesn't matter. It's just there hanging out. I see it in mom. Jetzt I see it fühlt in sich dad. Leersbach I see it wieder. in my friends, and I am so glad we have love, 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 love. Ja, es ist eine doofe Ecke. Mit diesen Steinen da. Aber ja, mal zugemacht wieder mit Pfosten drin da, Höhe gespannt, Feste gespannt. Hoffentlich bleibt man wieder unten. Ist noch so viel zum Weiden. Hoffe ich, bleibt jetzt zufriedenstellend. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich es im Stall habe, dann noch schnell Klauen schneiden. Dann habe ich das auch wieder mal gemacht. Also, ich habe den Klauenschere nicht gerade gefunden, wo ich es erwartet habe. Darum habe ich gefunden, ja, ich tue es gerade wieder auf die Weide. So kann ich Mittag machen. Hunger. Genau, ein guter. And make everything out of love, 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 love. 'Cause there's always enough love, 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 love. That's the stuff. Ja, wir sind wieder mal am Zäunen. Nicht als Arbeitsbeschäftigung, wie Chris und Finn haben das letztes Jahr schon gelernt. Aber wir sind, Geissen sind einfach unzufrieden mit dieser Weide. Sie kommen viel zu einfach raus und putzen aus. Darum haben wir jetzt die Weide verändert. Oh! Damit sie ja, hoffentlich drin bleiben. Genau, und jetzt sind wir halt am Zäunen. Lately, I've come to realize that fluff is all around us, inside and outside, and I'm glad that it found us. The more that we share it, the more that there'll be. And it's time to set all this fluff free. So fluff into the sky, fluff into the land. I fluff all over you, and I hope you understand. The thing about fluff is it never ever ends. So fluff with me now and fluff on all your friends. Die umgekehrt.
Nein. Ja. Was hast du weggemacht? Hand. So. Sag mal Hoi. Hoi. Hoi, Okay. viel. Ciao. Ciao. Und du sag mal auch mal Hoi. Ciao. Ja. Oh, da hat's 2, 3 extrem stürmische Wasser Drake. Hey. Ja? Der ganze Fahrzeug, du musst spannen. Und schauen, dass nichts erdet, dass nichts erdet. Also, so ist das richtig? Ja. Okay. Habe ich es gut gemacht oder muss ich anders machen? Ja, ist alles gut. Aber weißt du, was du noch zusätzlich kannst machen? Was? Break it down, get it back in the ground, cycle it round, that green and brown. Break it down, if it once was alive, make your garden thrive. High five. Down it break in a scat player cake. Hey, hey, du noch geil so. Pile it up high and just let it bake. Give it some air, but don't let it dry out. Every now and then, just fluff it about. So wie ihr seht, immer wenn Chrissy da ist, getraue ich mich loslegen und bürsten. Und so haben der Geissen immer wieder Freude, wenn Chrissy kommt, weil es, wie richtige Damen, haben es gern. Wie sagt man dem? Hair Days. Genau, da wird gebürstet und gemacht und da Nägel werden geschnitten, Pediküre, Maniküre, Pediküre, das Büdli wird geputzt, genau. Aber gern haben sie es einfach nicht. Oder doch, wer weiß. Well, everything is always falling apart. Well, there's no need to let it break your heart. No, just break it down. Breaking down. Microbes going to town. Getting their fix till it's all devoured. Wir sind jetzt gerade vorne auf der Terrasse für die WCs. Wird das auch gefilmt. Und wir setzen die WCs zusammen. Finn und ich haben den zweiten Sitz gemacht. Wir setzen jetzt alles zusammen. Und Getting down. Time to feed your plants. Spread it right out. And do a little dance. Well, everything is always falling apart. Might as well just give it all a brand new start. übrigens, ich habe den Finn gefragt. Einen Namen für das WC. Also wir haben es so gemacht, ich habe ihn gefragt, welche Stadt in seiner Erfahrung am verschissensten ist. Und so nennen wir dann die WCs. Finn,
Welche Stadt ist es? Amsterdam. Amsterdam. Gut, also wenn wir in Zukunft davon reden, dass wir auf Amsterdam gehen wir schiessen, nicht kiffen. Break it down. I said break it down. Come on, break it. Well, when the time is up, just break it down. Nein, sorry. Richtig geil. Es gibt in Facebook eine Gruppe, die heisst Recycling, Reuse und so Ideen. Da gibt es sicher ein Viertel am Schluss von mir da rein, mit mega viel Stolz. Sorry, ist das nicht so schön zum Schießen? Ha! Schießi, 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 schießi. Aber ja, ich spüre es. Da nicht das WC-Papier auch noch, oder doch? Da, weiß noch nicht. So, ist jemand daheim? My dad's done, he doesn't flush. My dad's done, he doesn't flush. Ich habe gerade eine hohe Scheissfreude. Ich habe erstens mal einen richtig schönen Tag gehabt. Ein alter Schulkollege, sein Vater und Sohn, 3 Generationen Zimmermänner sind bei mir auf Besuch. Hammer, danke vielmals, Rudi, was du am Schauen bist. Schön war euch da zu haben. Und dann, jetzt am Abendabschluss, kommt Claudia heim und sagt, du, der Dachsteich und Fortuna ist wieder voll. Ja, Leersbach dort oben ist wieder am Laufen. Sie hat sich jetzt etabliert, endlich wieder schlank gegangen. Und schaut, Fortuna ist voll, Leersbach ist am Laufen. Ja, geht weiter, Dachsteich und ab. Aber ja, jetzt hat es ein paar Orte, wie es eben wieder, wo ich muss flicken und wieder den Lauf geben, wie zum Beispiel Dach und oben runter. Das ist ganz neu, muss ich aber suchen, oben wo und dann, ja, jetzt kann ich da wieder anfangen. Da läuft es, seht ihr, in den Dachsteich rein und der Dachsteich kommt eben einfach da. Wenn die Leersbach läuft, kommt da unten raus eine Quelle, bloß von oben tropft es. Genau, der Hundenapf. Das war das allererste, was ich gemacht habe. Der fließt wieder auch in den Dachsteich. Aber wie wir da sehen, rinnt es noch irgendwo. Wieder läuft es. Und da der Überlauf und der Lauf ist verstopft. Den muss ich jetzt befreien. Halt bereit! Wasser spielen! Oh, ich zeige euch nachher, da geht es auch weiter. Seht ihr, dort unten auch schon Wasser. Meine Wasserweg! Ja, so schön! My dad's dunny, well, you might think it's funny, but my dad's dunny So doesn't fly. schön ist es in der ersten. Haha! Yeah, my dad's Ja, gerade dunny full of dirt. Scheissfreude, wirklich. Da oben habe ich ausbessern. Weil da ist er drüber geflossen. Dumm, da unten der neue Weg. Er ist da drüber geflossen und dort. Aber ich glaube, ich muss da unten den Hügel auch noch genauer anschauen. Da. Weil da könnte es jetzt vielleicht noch einen neuen Teich oder so. Ja, da. Genau, da umeinander. Ja, mal schauen. Da, auf. Yes! Leersbach back in action. But it's never activated, smelly red alert. Don't worry about the germs, cause they're eaten by the worms. Yeah, cause my dad's dunny's full of dirt. Yeah, my dad's dunny doesn't flush. Ja! Wie idyllisch ist das gerade ab dem Bach Geissen. Ah, ist das so schön. So Freude habe ich, Claudia. Ja, ich sehe es.
Schauen wir mal, wie viel Dreck sich da zusammengesammelt hat. Ja, aber Wasser verlangsamen ist immer gut. Unter unserem Land durch läuft der alte Swane, wo das ganze überflüssiges Wasser vom Wassersystem auffangen und dann dort unten tut es den Bach wieder einleiten. Wichtig ist, wenn bei mir Wasser läuft, dass ich da auch immer frei mache. Nicht, dass es da irgendwo verstopft und überläuft. Zum Beispiel da könnte es überlaufen. Also es könnte sich stopfen, kleine Staudamm. Und das muss man auch immer wieder auszoomen. My dad's daddy doesn't flush. My dad's daddy, well, you might think it's funny, but my dad's daddy doesn't flush. Hey, also was ich frage, es ist Donnerstagmorgen. Ich habe jetzt Geiss gerade im Stall da. Eben vorher habe ich das Wasser geputzt, bis zum Bach führen. Also der Abfluss bis zum Bach. Ich habe mega Freude. Und jetzt gehe ich anfangen abzäunen und umzäunen für die Geissen. Weil ja, es ist schon wieder so weit. Weil eben vorgestern, als ich mit der Finn und Chris gemacht habe, habe ich nur ein bisschen vergrößert. Das habt ihr ja gesehen. Und jetzt so in der ganzen Feld wie jetzt haben sie wirklich gut ihre Drittel-Formel durchgelassen. My dad's Dunny grows fruit trees, breaking down your business so there's no chance of disease. It's safer and it's clean to turn brown into green. That's why my dad's Dunny grows fruit trees. Yeah, my dad's Dunny doesn't flush. Ja, als nächstes gibt es da oben noch ein besseres Zickzack und schönes. My dad's Dunny doesn't flush. Da der Zeremonieplatz. Und da entsteht ein Friedenskreis, ein Peace Circle. Ja, von da weg bis dort hinten, wo es anfängt drauf geht, entsteht ein Peace Circle. Und für das, genau für diesen Friedenszirkel, brauche ich dich. Für dich gibt es auch etwas, wenn du uns kommst, helfen, den Peace Circle zu kreieren. Und zwar natürlich in der Zeit, wo du da bist, Kost und Logis, logisch, geht auf uns. Und du darfst das Leben lang den Peace Circle, also als Zeremonieplatz, als Friedensverhandlungsort, als Konzertbühne, als was auch immer du das willst brauchen. Natürlich, wenn es unter den Prinzipien von Earth Care und People Care geht, dann ist unser Fairshare, weil du mitkreiert hast, darfst du das Leben lang gratis benutzen. Das Ganze würde ich gerne vom 22. August bis zum 25. August durchmachen. Am liebsten mit 7 Personen. Also das heisst, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 7 Personen, würden wir es ohne weiteres, wäre es sogar als einfachst schaffen. Genau. 22. bis 25. August, dich, Kost und Logis, dafür nachher ein Leben lang dürfen den Friedenscircle, also den Friedenskreis, den Peace Circle zu benutzen. Das ist mein Angebot. Ich wäre sehr dankbar, wenn du vorbeikommst. My dad's daddy, well, you might think it's funny, but my dad's daddy doesn't fly. Well, he never needs a plumber, cause the Dunny's never blocked. Fertilizer for the garden, well, the pile is always stocked. Just chuck some sawdust on your number ones and number twos, then sit back and admire all the water you don't use. Cause my dad's Dunny doesn't flush. My dad's Dunny doesn't flush. My dad's Dunny, well, you might think it's funny, but my dad's Dunny doesn't flush. I said my dad's Dunny doesn't flush. Yeah, my dad's Dunny doesn't flush. Wir haben jetzt die Geister umgezäunt. Die sind jetzt wieder da.
Fall sind da gewesen. Ja. Wir haben sie schon wieder umziehen müssen. Some people tell me that I'm crazy, 'cause I do things that don't fit in with the rest of society. Like my love of small spaces, my room ain't too large. I just live in a box underneath the house off the corner of my garage. But the edge is where it's at, and it's easy to create. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Been looking to settle down, find someplace nice where I can get my hand on some marginal land and turn it into paradise. The smaller the better, and I don't care if it's bad. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Just do the best I can with what I Gut, ich have. habe die Tasse schon angezogen. So, machen wir zu noch. Because the edge is where it's at. So, das WC Amsterdam ist fertig. Der Finn hat das super gut zusammengebastelt. Ich glaube, es ist der erste, oder? Der erste WC, den du zusammengebaut hast. Ja. Gut. Und jetzt haben wir gerade entschieden, zufälligerweise habe ich nur erst eine Tür, aber wir haben jetzt gerade entschieden, wir lassen es so. Eine Tür mit und eine Tür ohne. Aber ohne und mit was, fragst du dich? Scham. Mit Scham, ohne Scham. So ist es. Haha, gut And it's schießen! the most productive place. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Dankeschön. I might wind up in the desert with whipping wind and sun. Well, I'll just plant a hedge and I'll start my edge, and I'll have sorted two things with one. Oh, but if the rain is a falling and washing everything away, I'll just slow down that water with a convoluted border, and everything gonna be okay. Die Ladies haben gar nicht geschnallt, dass sie da durchhängen können. Kann ich ihnen jetzt zeigen. Und jetzt sind sie der Friedenskreis am Freifressen. Hast du schon gesehen? Das Video, 3 Minuten geht. Und es geht darum, dass wir hier den Friedenskreis erstellen, kreieren. Auf dem Zeremonieplatz. Dem Friedenskreis kann allerlei passieren. Ganz viel Gutes. Und ja, es wird ein Kreis. Hoppla! Und nicht schlecht von der Größe her. Ja, da kann man über Frieden reden, oder? Peace Circle. Geht googlen! Es gibt tatsächlich Peace Circles. Es ist nicht etwas, was ich jetzt da oben erfunden habe oder da oben erfunden habe, sondern Peace Circles ist eine alte Tradition, das gibt's. Und so Sachen müssen wir wieder einführen auf der Welt. Also wenn da lang ist einmal eins, aber der Rest von der Welt, wir brauchen mehr Frieden. Hey, hey! Because the edge is where it's at. I'm gonna work that into phase. Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Yes, she did. Make a pledge. Es gibt nichts Schönes, als sich Zeit nehmen, mit der Shakti ein bisschen hinter den Ohren zu kraulen. Da kann man einfach sein. Einfach sein. To acknowledge the edge, grow some veg, stack it on a ledge. Wherever things come together, you'll find it getting better. You'll fall so in love with the edge. Das ist einer der schönsten Permakulturgärten weltweit. Am Markt rein, an
Und der Marc geht jetzt dann auf Peru wohnen. Und das wird eine von den bleibenden Erinnerungen, die er hinterlässt. Sein Garten. The edge, you wanna write it a love letter. Just broaden your range at the place of exchange. You've got nothing to lose and everything to gain. Oh, there's every single color sitting between white and black. A well-beaten path ain't always the right track. Because the edge is where it's at, and we're on the edge right now. Yeah, we're gonna see some change, see some things get rearranged, moving on 'cause there's no going back. I said the edge is where it's at, and there's no more time to waste. 'Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Yeah, my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. I want to. Let's plant some trees. Let's plant some trees. Nice and big and shady, oh, covered in leaves. Kennt ihr das Logo? Das ist das Logo vom Johanli Vieh. Und Johanli Vieh macht Wein. Da drin hat es Heide. Und ich gehe jetzt da zu mir heim da in Dresden. Aber schwer ist es, eine Pause muss ich machen. Hoffentlich kannst du lachen über meine Flachwitze. So, Pointe vorbei. Jetzt geht's weiter. Voll easy. Heute bin ich allein am Umzäunen. Claudia ist im Wegezimmer Wege putzen. Und ja, ich mache eine kleine andere Technik. Also eine andere kleine Änderung als sonst. Da wo der Zeremonieplatz ist, also das ist ja alles Zeremonieplatz, aber da wo der Friedenskreis ist, dort lade ich es noch weiterhin, weil dort wird es viel intensiver, dass man es alles weg. Also ich will sie länger da lassen. Jetzt hänge ich den Teil an. Dann übermorgen oder so hänge ich unten an. Aber lasse den Teil immer sein, damit da richtig intensiv wird, weil da wird sowieso alles umgraben. Also will ich eigentlich gar nicht mehr da haben, am liebsten. Aber ja. Well, they're good for the air, they're good for the ground. I just wanna see trees growing all over town, so let's plant some trees. Die Chef habe ich jetzt auch aufgemacht. Die haben jetzt das Solarium oberhalb von Pura Vida zum Bearbeiten. Well, let's plant some trees. Hip, hip, hooray. 'Cause they may grow much bigger than you someday. Well, you know, the best time to plant a tree was 20 years ago, but the second best time is right now. So let's go, let's plant some trees today. Claudia, ich muss dich unterbrechen, beim fleissig sein. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ende der Woche. Okay. Was ja schon wieder der Anfang ist von der neuen Woche. Wir haben eben gestern Nacht noch Besuch bekommen. Gestern Nachmittag ist Sophia zuerst gekommen mit ihrer Freundin Sarah. Und dann ist am Abend spät John mit seiner Tochter Freya angekommen. Willkommen, ihr vier.
ja, sind dann noch ein paar Tage da. Und wir sagen auch dir danke, dass du da bist diese Woche wieder. Und ja, eins ist klar, du bist etwas Besonderes und wir wünschen dir eine gute Woche. Und Claudia, ich glaube, du hast noch etwas Wichtiges zu sagen. Also falls du meinst, teilen, liken, abonnieren und weiterverzählen, dann mache ich doch das. Ja, weil das ist wirklich wichtig. Sonst weiss ich nicht, was du meinst. Das ist wirklich wichtig. Leute, dank euch schaut immer mehr und mehr unseren Kanal und wir haben immer mehr Abonnenten. Und das ist wegen euch, weil ihr es kommentieren, weil ihr liken, weil ihr teilen. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr fleissig seid. Danke vielmals, wir schätzen es. Hey, tschüss zusammen. Tschüss. Hey, well, let's plant some trees for people we don't even know. 'Cause they'll bring everybody joy as they watch them grow. Yes, they will. Well, if you get down on your knees and plant you some trees, well, they may still be here in many hundreds of years. You can climb, you can hide, you can live right inside, rig a high line and fly and feel the deepest of pride when you plant some trees.